Moin alle an Altneser willkommen zurück auf meinem Channel. Also heute schätzen wir über, wie ihr schon gesehen habt, Supplementer. Was, wie oft, wie viel und wieso ich sie holen. Seht ihr? Lo. Fangen wir mal einfach ganz traditionell mit Whey an. Also ich hole Whey, den Designer Whey von ESN. Die kriegt ihr entweder bei teamandro.de oder bei Sportnahrung Engel am Shop, respektive online, und aber auch am Tonic. Voilà. Ich werde aufhängen, was ich will auf Touren, so ich natürlich auch welche gut, aber wen ich gerne habe, aber wen ich nicht so gerne habe. Beim ESN habe ich bisher noch keinen gut, den man nicht geschmeckt hat. Ich habe Double Chocolate, ich habe Chocolate Coconut Cream, ich habe Vanille Ice Cream, ich habe Hazelnut und ich habe Pina Colada. Normalerweise finde ich so Sachen wie Pina Colada oder Hazelnut oder Zumos Vanille gar nicht gerne beim Whey. Aber die von ESN, die sind genial. Den Double Chocolate, der schmeckt einfach mal wie Schoki. Den Chocolate Coconut Cream, den schmeckt einfach wie Schoki mit ein bisschen Kokosnuss dabei. Den Hazelnut, der schmeckt wie Zott Monte. Okay, wie geil das da von Schrift. Dann der Vanille Ice Cream, der schmeckt effektiv wirklich wie wenn der Glasgift trinken. Du willst, wenn er dich kalt trinkt, das ist genial. Und das Beste ist auch der Pina Colada, wenn er den am Sommer trinkt. Gut kalt mit ein bisschen Eis dabei, da könnt ihr die so gut relaxen mit auf der Terrasse daheim genießen. Ohne irgendwie so schlecht Gewissen zu, weil er meint, die gibt den Cocktail trinken. Voilà, ich hole den Whey 3 Mal den Tag, und zwar meist 30 Gramm bei meinen Haferflocken, für eben die kleine Cake zu machen, wo ich auch meine Blaubeeren dabei mache. Dann hole ich schon an der so Mitte so gehen 4 Uhr als Pre-Workout-Snack. Das heißt eine gute Stunde bis 2 Stunden vor dem Training. Auch 30 Gramm, dazu holen ich schon noch ein paar Mandeln für gute Energie zu haben während dem Training. Und dann ein Kernum Training 25 Gramm als Post-Workout-Snack mit meinen Reiswaffeln, mit meinen Bananen und nach mal PCA Glutamin, dazu mich spät. Natürlich, wie ich auch bei den anderen Sachen wird sagen, braucht er eigentlich kein Supplementer, wenn er über die Ernährung alle Nährstoffe kriegt, die er braucht. Respektive ich persönlich hole da lieber einen Shake, wie dass ich ein Stück Fleisch essen. Das macht die Sache einfach für mich einfach, es schmeckt besser. Natürlich noch zum Schluss von der Diät, jeder dann einen Konkurs geht, das ist dann natürlich eine andere Sache. Wenn sie Kohlenhydraten, die nach draußen sind, wo ich da ein bisschen aufpassen muss. Aber das tut ich, wenn der kein Konkurs macht, nicht zu interessieren. Voilà, dann fahren wir weiter mit dem, was ich gerade auch gesagt habe, was Schnupptraining holen, und zwar BCAA. Voilà, das tut also aber der BCAA, den ich über den Tag holen, respektive während dem Training. Da hole ich auch die von ESN, die kriegt ihr wie auch schon den anderen bei Team Andro, Sportnahrung Engel oder am Tonic. Da hatte ich bisher Mango Passionsfrucht, mega lecker, Fresh Berry Juice, mega lecker. Und was hat ich noch? Raspberry Iced Tea, schmeckt auch super lecker. Also ich war bisher noch nicht enttäuscht von denen BCAA-Pudere für ein Wasser von ESN. Da hole ich über den Tag im Büro 1 bis 1,5 Löffel auf 1,5 Liter Wasser. Einfach weil es sich gut trinkt, weil es natürlich auch gut schmeckt, auch weil meine Muskeln gut tut. Und ich so mehr einfach auf meinen Wasserkonsum kommen, den ich will erreichen. Dann hole ich auch während dem Training, zumindest beim Beintraining, aber beim Rückentraining, die nämliche Quantität, das heißt auch 1 bis 1,5 Löffel auf 1,5 Liter Wasser. Und das hole ich für eben während dem Training, zumindest wie ich schon so beim Beintraining, aber beim Rückentraining, für eben Nährstoffversorgung beim Training zu garantieren, für dass mein Körper eben nicht um die Reserve von meinen Aminosäuren geht, mir einfach konstant meine Aminosäuren hält, und natürlich auch für Muskeln für den Aufbau zu schützen, zumindest während einem harten Training wie Beintraining und Rückentraining. Natürlich ist das eben auch bestritten, ob das effektiv etwas bringt. Ich persönlich mache das einfach zum Schluss von einer Wettkampfdiät, wo meine Muskeln extrem beansprucht gehen und ich eben meine Muskeln will schützen. Voilà. Dann habe ich aber noch einen Tipp für euch, und zwar für am Sommer könnt ihr zumindest auch, wenn ihr vielleicht an einer Wettkampfdiät seht und ihr wollt ein Glas, einfach die BCAA am Wasser mischen, entweder eine kleine Eiskübe machen oder carrément an so kleinen, wir sehen das wie früher eben noch der Gerbe dran gemacht hat, für Hanoi eben Icicles oder Popsicles zu holen. Par contre, muss ich so, weiß ich nicht, ob es da schon etwas gibt, was bestätigt,
dass wenn ihr BCAA aufreiert, ob dort Molekülen zerstört gehen oder nicht. Persönlich habe ich auch schon ein bisschen recherchiert, habe aber nicht darüber gefunden. Das heißt, wenn da soll eine Studie gefunden, die das, wie soll ich sagen, entweder bestätigt, dass das nicht gut ist für BCAA, respektive, dass es nicht ausmischt, wäre ich ganz froh, wenn wir das Kind so einfach hier drinnen schreiben und dann wissen wir alle Bescheid. Voilà, da kommen wir schon bei der nächsten, und zwar BCAA-Pillen. Was dann BCAA-Pillen angeht, du holst nicht entweder die von Ersan, wenn ich gerade eben Ersan-Puder oder so etwas, ob Team Andro oder Spruchnahrung Engel bestellen. Wenn nicht, dann hole ich einfach die, wo ich gerade am Boutique fand. Du hole ich eigentlich keine Präferenz, weil es sind angeschüsst Pillen. Wenn die von Olympol, du holst ich dann wieder durch 5 Gramm muss holen Training, hole ich zwischen 4 bis 5 Pillen. Das sind immer 1,1 Gramm BCAA pro Pill. Zusammen mit 5 Gramm Glutamin. Kommen wir auch direkt zum Glutamin. Glutamin holen ich zusammen mit der BCAA auch nur im Training just, und zwar auch 5 Gramm. Das sind auch 4 bis 5 Pillen in dem Moment. Do idem entweder bestellen ich sie, wenn ich gerade bei Team Andro oder Spruchnahrung Engel bestellen, oder ich kaufe sie am Tonic oder am Bodyfit und auch keine Präferenz, wie das just Pillen sind. Zu der Woche ein triftiger Grund, wieso ich BCAA und Glutamin im Training zusammenholen. Und zwar ist es so, dass wenn der BCAA und Glutamin zusammenholt, verhindert er, dass er Körper BCAA verstoffwechselt durch den Glutamin, also nämlich so, dass sie durch den Darm und Blut gehen und eben nicht in dem Moment verstoffwechselt gehen. Das heißt, so gesehen, wenn der BCAA, was eigentlich schon ein Schutz für die Muskeln ist, mit Glutamin holt, also eigentlich den Schutz des Schutzes. Das heißt, sie sind doppelt gemoppelt haltwasser. Das heißt, er muss gesehen einfach doppelt geschützt. Als kleinen Tipp natürlich auch, wenn da keine Lust hat, 100 Millionen Pillen zu holen, kriegt er auch geschmacksneutralen Glutaminpuder, respektive geschmacksneutral BCAA-Puder. Die kann er dann einfach zusammen mit ihrem Whey-Training, wenn er Shake-Training holen. Geht einfach viel mehr sehr hoch, wenn er eben keinen Bock hat, 100 Millionen Pillen zu holen. Was der Booster geht für ein Training, den holen ich einfach den, wo ich gerade fand. Und ich habe bis jetzt, mit dem ich wirklich zufrieden war das dann, wird dir schon mehr geheischt. EFO-Colab, Cobra Lab, dann, ich weiß nicht, wie der geheischt wird. Das war auf jeden Fall so ein Kirsch mit einem Döde gehabt drauf, der war wirklich nicht schlecht. Am Moment wollen ich aber den von Optimum Nutrition, der Platinum Pre-Workout, und zwar am Gu Raspberry Lemonade, wenn ich mich nicht irre. Weil da holen ich einfach einen Löffel für ein Training für Wackers zu gehen. Es steht zwar drauf, kann ich bis 3 Löffel holen, wieso ich einen holen, erklären ich erst noch. Die Booster holen ich unter anderem für einfach Wackers zu gehen, für eine gute Pumpe am Training zu holen und einfach für gut zu schweißen, weil eben auch, weil der Booster auch meine Thermogenese, das heißt meine Körpertemperatur erhöht und dadurch schweiße nicht besser. Ich verbrenne ein bisschen mehr, ich verliere ein bisschen Wasser, also tipptopp. Da kommen wir bei der heute, der Koffein. Voilà, für Koffein hole ich immer ein einziges Pill, 100 Milligramm Koffein, und zwar die von SciTech Nutrition. Ich hatte die bis so die ganze Zeit. Und idem wie bei den anderen Sachen, und eigentlich, was da geht, keine Präferenz. Hauptsache, das ein Pill auf 100 Milligramm, also 100 Milligramm auf ein Pill. Für mir genau zu sagen, die holen ich auch für ein Training, einfach für auch ein bisschen wackrig zu gehen. Und eben auch eine andere für meine Thermogenese umzukurbeln, besser zu schweißen beim Training, für ein bisschen selbst Gutes zu verbrennen, Fett zu verbrennen. Und einfach für durch ein Training zu kommen, wenn ich mich sehe. Dann hole ich noch Omega-3. Omega-3 hole ich am Moment nicht. Wieder durch über die letzten paar Monate der Woche eigentlich sowieso just Fisch essen, brauche ich auch kein Omega-3, weil ich auf die gesunden Omega-3-Fette sowieso kommen durch den Fisch, den ich esse. Wenn ich aber kein Fisch esse, hole ich die 3 Gramm den Tag, meistens bei meinem Mittagessen verteilt, für dass mein Körper es direkt auch absorbieren kann. Aber wieder wisst ihr, Omega-3-Fette ziemlich gut für ihr Herz, auch für eben eher Blutgefäße. Also ja, für Blutgefäße, auch für eben noch Herzinfarkte an eben herzähnliche Krankheiten zu verhindern. Aber wie das am Moment so viel Sonne scheint, hole ich auch noch Vitamin D. Da hole ich auch die von Ersan, einfach Ersan Vitamin D Premium Grade. Das sind noch Pillen. Da hole ich just ein einziges Pill pro Woche, was dick durchgeht. Meistens wie lo iwwer die Wanderdege und iwwer die Deichterdege, wo nicht viel Sonne ist, weil ich ganz sehr dann an Vitamin D-Mangel fällt,
was nicht gut ist, du durch mit, den einfach latzig, die Körper braucht Vitamin D. Du wählst einfach ein bisschen einzig kleinen Pill pro Woche. Und das geht schon durch. Mit dem heutigen Video wieder gesehen, ich will eigentlich nicht so viel. Gibt natürlich schon andere Sachen, die ich kann holen, wie CLA, Arginin, Testosteron, nee, kein Testo. Was gibt es noch? BCA, CLA, Kreatin, alles was dazu gibt. Aber eigentlich braucht ihr gut keine Supplemente, wie ich schon so, wenn ihr durch Ernährung auf alle Nährstoffe kommt, die eure Körper braucht ihr den heute Scheiß alles nicht. Wenn aber wie ich zum Beispiel keine Lust die ganze Zeit Fleisch zu essen oder so ist jedenfalls gemäß für bei Proteinen zu kommen, weil dann einfach nicht packt, doch mit der Arbeit, die könnt ihr nicht die ganze Zeit sitzen wie ein Munchkin an Backe vollstierchen und essen, einfach mal ein Shake, das geht auch viel mehr sehr. Respektiv die andere Sache für ihre Körper zu unterstützen, wenn man ganz schwer trainiert oder einfach für ihre Körper weiterhin mit den Muskeln zu unterstützen in ihrem Aufbau, respektiv am Defizit, dass er sich nicht verletzt. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich liken, ich meine, was sonst. Den Channel abonnieren, wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt oder sonst irgendeinen Input, was Supplemente angeht, respektiv Fragen habt zu den Supplementen, könnt ihr mir natürlich ganz gerne schreiben, einfach hier innen drinnen oder wie schon gesagt, auf Facebook, Snapchat oder Instagram könnt ihr mir eine Message lassen und wir probieren es erst so sehr wie es geht zu antworten und so gut wie es geht zu antworten. Weil auch ich sie nicht alle wissen und auch ich weiß nicht alles über Supplemente. Ich habe über die letzten Jahre einfach dabei gelernt. Lehre den auch immer aus den Fehlern, wie du auch ein Video vom Training gesehen hast. Du weißt, wenn ich irgendetwas auch falsch erklärt habe oder wenn ihr fand, dass das total unnötig ist bei der Schule, können wir das auch gerne so. Ich meine, lehre den immer bei. Wir sind auch hier auch für etwas beizulernen. Bis dahin trainiert gut, wenn er noch trainieren geht. Respektiv genießt deren Tag, eure Weekend und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!